Dir wollt schon immer ein komfortabel, einfach und noch umweltschonend Lösung für Erd daheim zu heizen. Wie wäre da mit Geothermie? Geothermie ist wärmt unter der Erdoberfläche und kann durch sogenannten Erdsonden an einer Wärmepumpe für die Heize von ihrem Haus genutzt gehen. Das Erdwärmt als eine dauerhafte Energiequelle und dadurch eine interessante und umweltschonende Alternative zu fossilen Brennstoffen. Es entstehen niedrige Betriebs- und Stromkosten, und für das komplett automatisch an ungefährliche Methode brauchen auch kein extra Lagerraum für Ressourcen. Am Fall von einer Wärmepumpe mit Erdsonde könnt ihr am Voraus auf den Internetseite o.geoportai.lu gehen. Für mit Hilfe von einer interaktiver Karte herauszufinden, ob das Methode auf eurem Terrain erlaubt ist. Weitere Informationen hierzu könnt ihr auch bei der Administration de la Gestion de l'eau aufrufen. Die Wasserverwaltung ist finalement auch zuständig, für ihre Geothermie-Projekt zu genehmigen, wenn ihr ihr bis für eine Erdwärmepumpe dezidiert tut. Es ist unzuraten, sich am Voraus verschiedene Wien zu freuen, an den Auflauf mit der Bohrfirma und dem Installateur genau zu beschwätzen. Mit der Handwerksfirma von ihrem Choix wird Platz von der Bohrung festgelegt und den besten Zeitpunkt für zu bohren aufgestimmt. Über die Bohrung gehen als allererst Sonden an den Boden gelöst. Ihr sich ein Installateur die Wärmepumpe am Haus kümmert. Die Wärmepumpe bannen am Haus geht die Leitungen von den Sonden am Boden angeschlossen. Auch wenn der Aufwand vom Inhalt gering ist, sollten Einzelkomponenten wie zum Beispiel der Kondensator an den Druck am Kreislauf an gewissen Aufstand von einem Expert geprüft gehen. Die Wärmepumpe bleibt am Vergleich mit anderen Heizungsmethoden einfach zu kontrollieren, kompakt und hält wenig Platz weg. Weil man hier auf der Musik die Möglichkeit hatten, Bohrungen durchzuführen, aber besonders weil man unabhängig wollte sind von fossilen Energieträgern. Und dafür haben wir uns für die Geothermie entschieden. Bei uns war es so, dass die Baufirma das von Anfang an rekommandiert hat, weil sie relativ gute Erfahrungen damit gemacht haben. Und sie haben uns gesagt, dass es uns erlauben, die Heizkosten zu reduzieren und dann optimale Konditionen hat, für das dadurch funktioniert. Den Auflauf von den Bohrungen war eigentlich relativ unspektakulär bei uns. Das während der Bauphase mit erledigt ging, das Ganze hat sich über 2-3 Tage erstreckt. Sie kommen, sie haben gebohrt, sie sind gefahren und dann hat am Anfang genau selber ausgesehen wie für die Runde, nämlich für Bulli, nämlich am Winter. Von daher ist es kein großer Nachteil für zu bohren. Die Avantage ist natürlich, dass es eine nachhaltige Art und Weise ist für zu heizen, dass es ganz umweltfreundlich ist, wenig CO2-Emissionen. Und für uns persönlich natürlich, dass wir die Heizkosten besser im Griff haben. Unser Fazit ist, dass wir die richtige Entscheidung gemacht haben und dadurch, dass wir die Vorteile haben, dass wir Platz am Keller haben, keinen Geruch haben, gibt man das auch machen. Wir können just sagen, dass es funktioniert. Und dass es ganz wenig Desavantagen hat. Also, das ist quasi keine Maintenance. Das ist alles ganz einfach zu steuern. Das heißt, wir gehen das absolut rekommandieren. Mein persönliches Fazit ist, dass wir an sich ganz gute Erfahrungen gemacht haben mit der Anlage. Wir sind seit 2,5 Jahren am Haus. Wir hatten keinen Entretien machen. Der Technikraum ist immer noch proper und das bleibt alles wie geschmiert. Es gibt verschiedene technische Möglichkeiten, und wir beraten euch gern. Ihr könnt einfach anrufen, als Internetseite besichern oder ein Rendezvous ausmachen. Bei uns am Büro oder auch bei euch daheim. Eine Grundberatung über eure Möglichkeiten und momentanen Konditionen ist für euch gratis. Benutzt auch ihr die Wärme aus der Erde.